Herzlich willkommen zu meiner viermal letzter Serienbesprechungsepisode zu meiner Serien-Live-Format zu der letzter Episode von der dritten Staffel Mandalorian. So. Es wird sich alles zugespitzt, es wird sich alles eben ob den finale Kampf zugespitzt. Voilà, wir kommen lo zum nächsten große Kapitel, was dann soll abgemacht gehen. Es sind ein bisschen umsortieren, wie ich das alles fand. Ich denke, ich kann nur eigentlich auch ein bisschen Resümee feiern, wie man die ganze Staffel gefallen hat. Ich fand das nicht die stärkste. Das zwar von dem Wissen, was man ein bisschen kriegen, vom Feeling, was alles passiert am Hintergrund, was New Order dann eben passieren lässt, ist das schon ganz gut gewesen, hat das schon ganz viel Spaß gemacht. Also wie gesagt, das ist mal meckern auf höherem Niveau, gell. Schon sie ganz viele Momente, die ich ganz viel genossen habe. Es sind aber lo einfach die eine oder die andere Sache, die ich dann aber ein bisschen zu kritisieren und aus der sie sich dann halt nicht als die beste Staffel von The Mandalorian für mich rauskristallisiert. Der tut von allem den Punkt, weil sich Lust mich meinen Gedanken muss sortieren, weil am Anfang kriegen wir halt ein bisschen gewesen, was für eine Richtung das geht. Wir gehen, wie ich das schon am Anfang gesagt habe, wir kriegen nur geteased, was für Plots abgemacht gehen. Dann hast du Tisch als relativ viel Filler-Episode, mir hun ganz viel Sidequests, etwas werde ich an den Kommentaren gelesen, so wird die Leute auch abgefallen, dass mir ganz viel Sidequests sei. Diese Stand, ja, sie gehen einem schon ein bisschen Gefühl dafür und das schon aber ein bisschen neidisch, dass du Sachen dran behandelt gehen, aber trotzdem, den, wenn in die letzte Episode da gesehen hört den immer so das Gefühl, okay, eigentlich, wenn man lo ganz hart so wie dat do denken ich an maximal 4 Episoden erzählt gewircht. Et fiel sich dann aber platzweise bisschen gestreckt und wie gesagt, meckern auf höherem Niveau, sind ganz viel Charakteren, die ausgebaut gesehen, die für allem auch für Sympathien abzubauen schon auch nicht unwichtig war, so mal so, aber ja, für mich stöcht die letzte Episode lo ganz klar raus, was Dramaturgie an Inszenierung an auch ja eben das halt eben der Peak, der Schluss das stöcht schon raus. Das am Mengen an schon ziemlich die besten Episode, denken ich lo, oder eng von den besten Episoden an dieser Staffel, weil sie halt eben alles zusammen feiert. Ich mein, ich wiederhole mich gerade, mir ist das so egal. Für allem aus heirem zu suchen, Optik als op de Punkt. Fantastisch Feeling dafür. Wir haben ein ganz greifbares Universum heirem geschafft, kriegt Optik aus heirem perfekt. Ich hatte ja schon an der eine oder die andere verschiedene Erstellungen ein bisschen kritisiert, weil ich gedacht ja, da war ein bisschen lustig ausgesehen. Fand ich, war nicht der Fall. Hier hat alles von der Optik zu 100% für mich gestimmt. Dat huet ganz viel dem Moff Gideon assurem zurück. Dat is ein spektakuläre Kampf. Auch mit denen Trooperen, die sie do erschärf hun, mit ihrer Rüstung, mit ihrer Beskar-Rüstung, auch ganz spannende Kampf an auch mit den Red Guards, wat auch et deut jo un wat eng Richtung et geht, wann Red Guards schon do sinn, da wissen wir ja schon a watfängem Feld mal als halb bewegen an mir kräen auch nach wichtigen Aspekte. Moff Gideon huet sich probiert selber zu klonen, an zwar also für sich selber eng Armee zu machen, die Macht nutzen können. An lo gimmer so Richtung okay, mir können oder mir sie können Leute klonen, die dann force sensitive sind. Richtung Snoke, ja, wo du schon oft genug ugeteased gouf, dass den Snoke wahrscheinlich ein Klon war. Dat ass halt ganz wichtige Plot, den ass ein ganz wichtiger Punkt, den ugeschwert gött, ja, den die ganz viel frohen eigentlich nicht so abklärt, aber schon ein bisschen
der ganz geht schon alles bisschen mi deitlich so man muss so an wat tu man nach wenn du mir nach du durch wie so der Kampf mit der Red Guards Red Guards dass die do sind as sowieso ultra wisch und da geht eben ganz viel gekämpft an der Episode an Darksaber get zersteiert what the fuck Darksaber einfach weg lo mussssen se hat jo wohl akzeptieren ohne Darksaber hoffen wir mal dass das so klappt finale gesagt mal ob sie Wand gang klappen an mir kräen ganz viel Force Grogu Action die auch ganz cool ich fand ich genießen immer wann die klängen do sie die Macht nutzt das ganz schön und du krä man ganz schönen dramaturgischen Moment an ich denken ich bleibe nicht so lang drauf verweile weil mir hu schon so viel Duranner beschwert an sie ganz viel Sachen die sich lo als eben chlor richtig rausgestaltet und verschiedene Spekulationen waren nicht richtig aber viel Sache waren richtig mir hun wunderschönen dramaturgischen Moment dass den Jarin den Grogu als sei jung opelt weil will de Grogu an Credo von den Mandalorianer opelle mir kann nicht schwätzen kann sei schwer nicht doof dat geht aber ni mat der Erlaubnis von seinen Eltern dem Grogu se Eltern fanden nicht so einfach liewen die überhaupt noch wie es kämensch an dann adoptierten de kleine Grogu an zum den Grogu an das ist ganz schöne Moment den ach jetzt stung mal bisschen Wasser an den an de Grogu Mandalorianer gehen an natürlich ultra wichtig Mandalor aus dem Träger Robert gi von den Mandalorianer das ja et kommen wahrscheinlich noch ganz viel Staffeln mehr werden noch ganz viel Staffel krähen am den Riesen mam Mando am Grogu das ist doch einfach schön für allem weil die zwei halt einfach so super funktionieren oder hin mit der Pop super funktioniert so mal so das die Star Wars Serie die ich am Moment am meisten feieren ganz no handrun könnt Endor aber The Mandalorian als für mich lo heiner immer op echtter Platz an wer du auch denken mal eng Zeit bleiben für allem weil die 3 Staffeln halt doch einfach also die echt war für mich denken nicht nee ich finde so die best die zweite war natürlich auch gut ja los ich will nur nicht drüber diskutieren wat für Logik besser war für mich sind sie insgesamt ganz rund die eng oder die einer mag aus dran aber insgesamt waret ein Grund Sach ich denke Spre für die last Episode halt zu dem Format net weiter auszuholen es so trotzdem vielmals Merci für sinn dass het vielleicht aber irgendwann weitergeht mir das Logo nicht Ablangung das wirklich het könnt lo nicht wo so ein Dach muss ich unbedingt machen an Zölle repräsentieren doch nicht dass Stadt wirklich unbedingt will weitermachen du wenn sonst trotzdem Merci den Datei dann aber verfolgt wird weil eng wenig Leute 100 aber trotzdem gemacht große Merci und ihr große Merci dann und die Kommentare die da gelos wird ja man kann auf dem Kanal noch ganz viel andere Videoen an ich hoffe und ich denke noch dass ich du nach der den oder der dann hat von lässt werde ich vielleicht auch noch gefällt so von du hier danke große Merci und dann an engem andere Format alle tschüss